Ja, das ist schwierig, dann diese Themen zu lösen und bringt ihnen so viel Brustkrebs. Andererseits haben sie praktisch überhaupt keinen Gebärmutterhalskrebs, weil sie keinen Geschlechtsverkehr haben. Was das Geheimnis in der Gebärmutterkrebs ist ja ganz einfach. Und da wissen wir alles, was wir brauchen. Diese Viren, um die es da geht, die können ja gar nicht einfach so leben. Die brauchen ja zum Leben einen Hintergrund, eine Basis. Das ist das Smegma, der Gestank unter der männlichen ungewaschenen Vorhaut. Ohne diesen Gestank gibt es gar keinen Gebärmutterhalskrebs. Deswegen haben zum Beispiel auch israelische Frauen, deren Männer immer beschnitten sind, oder auch Frauen der Palästinenser, die Palästinenserinnen haben den Krebs kaum, weil ihre Männer auch beschnitten sind. Dann sammelt sich kein Smegma. Also ohne das gibt es das gar nicht. Das heißt, wir brauchen keine lebensgefährliche Impfung. Wir bräuchten eine Waschkultur. Das ist ganz einfach. Sie brauchen nur sicherstellen, dass ein Mann, mit dem Sie Geschlechtsverkehr haben, gewaschen ist. Und nicht so, also rate ich auch jungen Mädchen, meine Nichten zum Beispiel, dass ich immer gesagt, fragt den Typ, ob ihr Liebe machen wollt oder Krebs. Wenn der sich für Liebe entscheidet, was wir mal offen müssen, dann muss sie fragen, hast du dich heute Morgen gewaschen? Und dann sagt so ein österreichischer Bursche natürlich, klar, jeden Morgen dusche ich. Dann muss sie sagen, das reicht mir nicht, dass du von oben Wasser drüber laufen lässt. Hast du die alte Übung mit Seife gemacht? Wenn er so leicht rot wird, soll sie sagen, komm, lass uns ins Bad gehen, ich mache das schnell. Dann wird es schon gleich ganz witzig. Aber mit einem ungewaschenen, also umgekehrt würden Männer das auch nicht tun, ehrlich gesagt. Ja, wenn Frauen so stinken würden wie Männer, wären wir ausgestorben, ehrlich gesagt. Das ist eine Geschichte, die ist sehr einfach. Aber Sie hören natürlich bei uns nichts von einer Waschkampagne. Sie hören von einer Impfkampagne, weil da wird richtig Kohle mitgemacht. Ja, das ist, die Information ist, wie sie ist, eine Eigenart. Gut, jetzt haben wir die beiden häufigsten Krankheitsbilder angeschaut aus der Perspektive von Krankheit als Symbol. Das dritthäufigste, da nützt jetzt Krankheit als Symbol leider nichts. Die dritthäufigste Todesursache in Deutschland sind die Kunstfehler der Ärzte und die Nebenwirkungen der Pharmaka. Da kann ich Ihnen nur sagen, halten Sie sich fern von deutschen Krankenhäusern, wenn es Ihnen geht. Das ist inzwischen, der Schatten der Ärzteschaft ist katastrophal geworden. Wenn wir Deutschland, der deutsche Sprachraum, da ist Semmelweis zu Hause gewesen. Der hat die Hygiene gefunden. Aber heute sind wir auf einem Zustand, wenn Sie im letzten Vierteljahr in einem deutschen Krankenhaus waren, kommen Sie in Holland, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, sofort in Quarantäne. Ja, ist so, ist nicht witzig. In Deutschland ist da etwas Schreckliches passiert. Ein unglaublich bayerisch, würde man sagen, ein unglaublicher Sachschlag. Und wenn Sie kriegen eine völlige Fehlinformation oder einseitige Information, Sie haben sich vielleicht über EHEC aufgeregt. Da sind doch fast 100 Menschen gestorben, 100 zu viel. Aber niemand hat mir zu der Zeit gesagt, dass während diese Wochen von EHEC mit unglaublich viel Aufwand und Terror, Panikmache medial verbreitet wurden, dass jeden Tag über 120 Menschen in Deutschland sterben, nur weil sie mit Ärzten oder der Fehlern und ihren Pharmaka in Berührung gekommen sind. Jeden Tag über 120, über 40.000 im Jahr. Also wenn man sich solche Dinge klar macht, dann könnte man da aufwachen. Da ist etwas passiert, das nennen wir, das Schattenprinzip hat sich durchgesetzt. Das will ja kein Arzt. Und nicht einmal ein Mediziner will das. Aber es passiert. Können wir uns am zweiten Vortrag noch mehr darüber unterhalten, über dieses Schattenprinzip. Das ist was ganz Wichtiges im Rahmen der Schicksalsgesetze. Wir können andere große, wichtige Krankheitsbilder anschauen, selbstverständlich. Also, zum Beispiel im Bereich der Geisteskrankheiten, der sogenannten, das ist das häufigste Thema der Depression jetzt. Das teuerste Krankheitsbild mit Abstand in unseren angeblich entwickelten Ländern, auch in der dritten Welt, Entwicklungsländern schon das dritthäufigste, das drittteuerste Krankheitsbild. Wir können uns Depression schon längst nicht mehr leisten. Persönlich sowieso nicht, weil es eine der grauenhaftesten Krankheiten ist, aber auch wirklich finanziell gar nicht. Was ist bei der Depression los? Da haben Sie ja nichts Körperliches. Da müssen wir nichts aus der Materieebene auf die Bewusstseinsebene heben, sondern da ist ja schon eine Bewusstseinsebene, haben gesagt. Also diesbezüglich, was macht der Depressive? Nichts.
Der ist antriebsgestört. Der hängt rum. Was fühlt der Depressive? Auch nichts. Das ist das Schlimmste an Depression. Selbst Mütter verlieren das Gefühl zu ihren Kindern auf. Was denkt der Depressive? Das stimmt nicht. Der denkt viel. Der denkt immer dieselben Geschichten. In so richtigen Denkschleifen über die Sinnlosigkeit seines Lebens, die Sinnlosigkeit seiner Existenz denkt er nach. Und wenn das schlimm wird, bis hin zu Selbstmordgedanken. Ja? Und zwar auf der primitivsten denkbaren Ebene, Streck oder Kugel, Gift oder Gas. Das Faszinierende an Krankheit kann ich bei Depression gerade gut sehen. Der Depressive denkt zwar ständig über Selbstmord nach, im schlimmsten Fall, aber er kann es nicht tun, weil er eine Antriebsstörung hat. Zusätzlich hat er noch eine